Servus, Grüezi und Hallo, welcome back zu einem neuen Video. Ich glaube, es ist gut und schauen wir es und so. Ich würde sagen, packen wir es. So, fangen wir an mit der Spezialisierung. Ich habe einen Richtschützen gewählt, der erhöht die Waffenstabilität. Schwieriges Wort. Kopfschussschaden 15% höher. Ja. Und ja, 40% individuelle Waffenschaden wird höher. Und. Also in der Deckung kriegt man Zusatzrüstung. Lest es eigentlich durch. Brauche ich nicht alles vorlesen. Also ich denke, das Ding passt zu dem Bild, was wir da so zusammenschneidern. Ja, da sieht man jetzt dann, wie die ganze Gaudi abgeht. Ein Schuss auf den Kopf. Wenn man dann trifft, irgendwann einmal. Jo. Jeder weitere Treffer, auch auf den Körper, ist ein Kopfschussschaden. Wenn wir uns das dann ein bisschen genauer anschauen. Ich versuche jetzt da die ganzen Stacks komplett aufzubauen und dann geht's los. Zack, 19 Millionen Schaden. So, und wenn man dann genauer hinschaut, geht das auf bis 26 Millionen und das zeigt es irgendwie nicht an, sondern muss ich ein bisschen reinzoomen, dann sieht man das ganz gut. Ja, schießen dann mal mit dem weißen Tod. Stacks sind aktiv. Und da haben wir dann pro Schuss 25 Mille. Ja, auf dem Körper wohlgemerkt, ja. Also ein Schuss Kopf. Und dann jeder weitere Schuss auf dem Körper ist ein Kopfschusstreffer. Stackt praktisch die Serienkiller oder Serienmörder Westen nach oben. 26 Mille, glaube ich, kann man lassen. Also ich finde das Set einfach nur noch der Hammer. Ja, wenn man davon ausgeht, dass man fertig ist, dann brauchen wir irgendwas auf längere Distanz, nimmt man die Nemesis und fängt da oben mit 31 Millionen. Kann sie steigern, meiner Meinung nach bis 60 Millionen. Ich habe es jetzt da geschafft, bis auf maximal 58, 56, so in der Richtung, 57. Sieht man ein wenig schlecht, muss ich auch wieder ein wenig bremsen mit der Geschwindigkeit. Und dann denke ich mal, ist das auch zum Erkennen. Da wieder mit der anderen. Das funktioniert mit der Nemesis nicht, weil man halt das Kopfschusstalent braucht, was auf der Waffe drauf ist. Aber ich baue jetzt praktisch mit der einen die Stacks auf und dann mit der Nemesis weiter. Kopfschuss 56 Mille. Batsch. Das macht Spaß. 58. Wie gesagt, bei mir ist das alles noch nicht auf Maximum gelevelt. Das sind ganz normale Waffen, die halt Expertise fertig sind, aber noch nicht mit der Expertise nach oben gelevelt werden. Oder sind, so muss ich sagen, noch nicht aufgelevelt sind. Ja. Ich denke, wenn man da die Waffe auf Stufe 20 oder was ein T schraubt, dass da tatsächlich dann 60 Millionen möglich sind. Ja, jetzt sind die Stacks wieder fort, dann hat man nur 15. Also wie gesagt, das ist schon ein Bild, man muss ja ein wenig auf die Mechanik einstimmen. Ich, wie gesagt, kann das auch noch nicht so gut, aber man hat am Anfang gesehen, was möglich ist. So, dann haben wir gedacht, probiere die Gaudi einmal mit der Pistole. Ja, da 10 Mille, es ist nicht so der Burner. Und so haben wir mal Pistolen, die Prophet außer die hätte das Talent, was man braucht, hat. Aber wenn man jetzt nicht direkt ein Pistolenkopfschussbild hat, dann funktioniert das jetzt nicht so wirklich. Weil man müsste den ersten umhauen, dass das Talent aktiviert ist, so wie jetzt. Und dann braucht man einfach zu viel Schuss, dass das funktionieren darf. Aber vielleicht für den Nahkampf eine gute Alternative, vielleicht kann es auch einer besser wie das Bild umstellen oder so, dass das für beides funktioniert. Ausprobiert, ich habe es nicht zusammengebracht, aber ich lasse mich auch gerne ans Besseren belehren. Wie gesagt, ich bin kein Creator. Ich mache das just for fun. Und bin jetzt auch nicht der extreme Zocker, der wo da alles ummacht.
aber ich habe Spaß an der Freude und ich versuche immer wieder ein bisschen was weiterzugeben für normale Spieler oder Anfänger, ein bisschen einen Anreiz zu geben. Das ist eigentlich mein Ziel. Mehr möchte ich gar nicht. Ja, mir hätten wir dann einen Community-Discord von mir frei zum Joinen. Ist im Kanal drin. Man braucht gerade mal Biografie ein wenig anschauen. Da ist das dann auch mit dabei. Clan hätten wir auch frei zum Joinen. Jeder, der Lust und Liebe hat, kann da mitmachen. So, meine Freunde, jetzt kommen wir mal zu dem Bild. Spielen da mal der weiße Tod und mit der Nemesis. Der weiße Tod sollte Schaden durch ungedeckte Ziele drauf haben und das Talent Entschlossenheit, das ist ganz, ganz wichtig. Und zweite Waffe haben wir dann die Nemesis. Das ist die Waffe für Kopfschussschaden auf lange Distanz, weil es am meisten Schaden hat vom ganzen Spiel. Aber ja, manche mengen ja die Mantis, also ist eigentlich völlig wurscht. Lieblingswaffe aus Zweitwaffe rein, ich habe die Nemesis genommen. So, die Talente von den Dinger kann selber jeder durchlesen. Ja, bin ich jetzt auch nicht so bewandert, muss jetzt schauen, dass alles auf Maximum ist und überall Kopfschussschaden drauf ist. Talent elektromagnetischer Beschleuniger, man zielt, bleibt drauf, lädt sich die Waffe auf und dann haut es einen ganz schönen Schaden raus. So, brauchen wir da mal 4 Teile Heißsporn, Scharfschützengewehr, Schaden wird erhöht, Waffenhandling ist 30% besser, sprich Nachladen etc. etc. Und dann überall Kopfschussschaden drauf. Als Mod umgerollt in das Set rein. Kopfschmerz und das Talent von der Waffe arbeiten zusammen. Das heißt, ein Kopfschusstreffer erhält praktisch dann den Kopfschmerz-Buff und somit einmal Kopfschuss und dann immer auf Körper und man hat den gleichen Schaden, also wird man immer den Kopf treffen. Und ja, das machen wir dann bei alle 4 Teile von dem Heißsporn-Set und ja, auf die Knie dann auch wieder. Kopfschussschaden, Waffenschaden. Dann braucht man den Rucksack. Apollo Apparator Rucksack, sehr schön. Araldi Holdings, so wenn man das so ausspricht. Wachsamkeit sollte drauf sein. 25% mehr Waffenschaden, wenn man nicht getroffen wird. Wenn man getroffen wird, 4 Sekunden lang deaktiviert und dann aktiviert sich das Ding wieder. Waffenhandling ist drauf, zwar mit Kopfschussschaden, Waffenschaden, Scharfschützengewehrschaden erhöht sich um 10%. So, dann haben wir Serienmörder, Walker Harris, 5% Waffenschaden. Nochmal 15% Waffenschaden. Ist perfekter Kopfgeldjäger ist drauf. Die Besonderheit von dem, wenn man mehr wie 150% Kopfschussschaden zusammenbringt auf seinem Set, dann erhöht sich der Schaden um 1250%, was man macht. Ja, und deswegen kommen die Werte zusammen, was man da an Schaden raushaut. Ich habe 292% Kopfschussschaden. Wenn man jetzt auf den weißen Tod das Visier drauf tut, das wo praktisch von der Spezialisierung her stammt, dann kann man nochmal 45% mehr, das heißt man hat 337% Kopfschussschaden. Ich habe es nicht da, weil müsste üben, ich treffe mit dem Zielfernrohr nicht so viel, also wenn ich es nicht drauf habe, weil ich bin absolut nicht der Sniper. Also ich kann das nicht so perfekt. Aber es gibt Leute, die haben da richtig gut drin und ich glaube, denen hilft das Set ganz gut weiter. Ich muss noch ein bisschen üben, sagt man dann später im Gameplay. Also weg mit dem Ding und nicht mehr ganz so weit weg, sondern ein bisschen näher dran. Nach Möglichkeit. Ja. Da kann man dann aussuchen, wo es mal lustig ist. Man kann auch irgendwann drauf tun, das wo nicht so nachher zoomt. Also wie gesagt, das ist an jedem selber überlassen. Wichtig ist, dass überall Kopfschuss drauf gerollt ist und das Talent von der Waffe ist wichtig. Wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich habe dann noch Mods rein für Stabilisierung und so weiter. Ja, in dem Sinne schauen wir uns noch ein bisschen Gameplay an. Dass man sagt, ja, ich bin auch nicht perfekt, bei weitem nicht. Voll genug oft um. Ich habe jetzt nichts ausgeschnitten, ich habe es einfach rein, so wie es gewesen ist, nichts, ja, kein doppelter Boden sozusagen. Ja.
Also ich wünsche euch in dem Sinn einen schönen Tag noch. Man sieht sich. Like, Abo, bitte gerne. Wenn nicht, ist mir total auch wurscht. Ja, und schaut euch das Gameplay noch ein wenig an und könnt vielleicht abschätzen, ob das was ist für euch oder nicht. Wenn man es drauf hat, ist echt funny das ganze Ding. Ich traue mir mal sagen, man könnte es legendär auch spielen, weil man nur Schaden macht und die jetzt auf einen Schuss umhaut. Wenn man denn dann nicht getroffen wird, wenn man sieht. Ja. Und das heißt halt dann wieder von vorne. Aber ich denke, in der Gruppe ist vielleicht dann schon auch möglich. Ja, was ich noch sagen wollte, Community Discord haben wir, einen Clan haben wir, der offen ist. Community Discord ist auch offen. Für jedermann, der Lust und Liebe hat, bei ein paar absolut gechillten Leuten mitzum Labern, etc. Ja, wie soll ich jetzt sagen? Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir hören uns, sehen wir uns wieder. Streams habe ich auch, also könnt ihr gerne reinschauen, mit mir selber persönlich reden, Fragen, Antworten, immer wieder gerne, Anregungen. Ich wäre gern besser, weil konstruktive Kritik, wieder auf die Schnauze gefallen, ist nie verkehrt. Aber ich wünsche euch was, gell? Man sieht sich. Pfiat euch, Servus, habe die Ehre.